Moin, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuen Studio. Und ja, heute da mit einem chilligen Modus. Ich habe mir auch so ein Thema überlegt, mit das ich euch heute reden, indem ich heute über euch quatschen. Und zwar ist es das Thema Einsteiger-TÜV. Also egal jetzt ob 125er, ob 400er, egal wie viel Kilo, oder besser gesagt egal wie viel Kilowatt das ihr fahrt. Also da so, es gibt natürlich dann die Qual der Wahl. Ganz ehrlich, wenn man jetzt noch nie einen TÜV gehabt hat, wenn man noch nie grosse, wie sagt man dem, grosse Berührungspunkte mit TÜV gehabt hat, ist das natürlich brutal, was man alles kann auswählen. Es gibt dann Supersportler, es gibt Naked, es gibt Enduro, es gibt Reise-Enduro, es gibt Adventure Bikes, es gibt extrem, was es alles gibt. Und könnt euch da bitte nicht überfordern lassen. Könnt euch nicht überfordern. Könnt bitte mal euch einfach für irgendeinen TÜV, den ihr gerade cool findet, entscheiden und mal drauf sitzen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, geil, so ein Enduro fühlt sich schon hure geil an. Die haben vielleicht irgendwie die Möglichkeit zum zu fahren oder etwas, dann macht jetzt einfach mal. Oder, also ich würde euch ganz ehrlich empfehlen, warum ist da einfach ein Hund unterwegs? Warum ist da einfach ein Hund auf der Straße? Ja, was ist das, was sind wir denn da? Sind die in der Schweiz oder nicht irgendwo? Keine Ahnung. Du, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich würde euch einfach empfehlen, ein bisschen den Fokus darauf haben, dass ihr mit eurem TÜV die Prüfung bzw. den ersten Teil der Prüfung mit dem Parkour gut können meistern. Ich glaube, mit der Naked, bzw. mit der Supersportler, die so ganz dünne Stummlenker hat, wo man nicht großartig einschlagen kann, ist relativ schwierig. Naked habe einen grossen Lenkeinschlag und ich mache schon wenig so und ich kann schon recht grosse Bögen machen. Versteht ihr, wie ich meine? Also ihr müsst euch da wirklich bewusst sein, was ihr nehmt. Vor allem eben wegen dem ersten Teil von der Prüfung, würde ich sagen. Vor allem wegen Parkour. Der Parkour, würde ich sagen, der ist relativ wichtig, noch dass ihr den gut meistern könnt. Ihr könnt ja immer noch, wenn ihr das Geld und die Möglichkeiten habt, eben zum Beispiel euch zuerst wirklich eine Naked kaufen, weil die wirklich gut bequem ist zum Hocken, gut für die Prüfung ist. Könnt ihr euch immer noch zuerst eine Naked kaufen, wenn ihr die Prüfung gemacht habt. Sofort, nachdem ihr die Prüfung bestanden habt, alles, könnt ihr euch den TÜV verkaufen und könnt ihr euch kaufen, was ihr wollt. Was ihr wollt. Egal, ob es eine Supersportler ist, ob es ein Chopper ist. Ah ja, Chopper habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ob es ein Chopper ist, egal was, könnt ihr euch dann kaufen. Aber ich würde euch empfehlen, wirklich schauen, dass ihr die Prüfung so leicht, so gut wie möglich macht. Und nicht euch auf den TÜV konzentrieren, was gibt es für geile TÜV für eine Prüfung oder zum mir jetzt kaufen, weil ich jetzt so eine TÜV-Prüfung mache. Sondern ja, ich will überlegen, mit welchem Bike schaffe ich die Prüfung. So. Das ist halt das Ding auch wegen dem Beiabschluss, weil die einen TÜV zum Beispiel, sagen wir jetzt mal bei einer Chopper, wenn du schon wieder sagen jetzt mal Harley ist ja zwar die Marke, aber viele kennen es unter dem Begriff Harley. Dort hat man ja bei relativ viel vorne. Ich weiß nicht, wie es mit der Harley ist an Prüfung. Oder? Zum Beispiel. Ob das gross schwieriger ist. Boah, es ist schon recht frisch. Es ist schon ziemlich frisch jetzt, aber ich darf nicht jammern. Lieber so, ich habe es lieber, wenn es ein bisschen frisches Wetter ist, als wenn es zu warm ist. Ja, wir sind ein bisschen die Überlegungen auch wegen dem Sitzpolster, wenn ihr jetzt viel fahrt in der Prüfungszeit, beziehungsweise in eurer Lernphase und der Sitz ist einfach brutal hart. Müsst ihr euch auch ein bisschen überlegen, was ihr da für einen TÜV wollt, ja, was für eine Polsterung. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck von mir bekommen.
Kurze Zusammenfassung. Schaut, welcher TÜV das sich ganz gut am besten lenken lässt. Was für ein TÜV lässt sich brutal gut lenken, weil er gut bei den Piloten durch müssen, beim Slalom und alles. Dann schaut, welcher TÜV da so bequem ist, dass er nicht nach einer Stunde Fahrt gerade das Gefühl habt, ihr wollt nie mehr TÜV fahren, weil euch alles wehtut. Und als letztes, egal was ihr euch für einen TÜV entscheidet für Prüfung, und ihr habt es geschafft, eine Prüfung geschafft, könnt ihr immer noch im Nachhinein einen anderen TÜV euch zutun. Und dann würde ich sagen, ja, wer es gewesen. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht, das Video, euch hat es viel gebracht und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscure 94, ciao miteinander.